Fans haben drauf gewartet, wir hier oben auch. Es geht endlich los. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie das Spiel beginnen. Gute Chance zum Flanken. Damit kommt er nicht durch. Schön hereingespielt. Ein ganzes Stück vorbei. Der Schiedsrichter ahndet dieses Foul und gibt Freistoß. Ganz schlechtes Timing. Eine echte Blutgrätsche. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um den Ball aus dem Strafraum zu halten. Wieder aus, wieder Einwurf. Wieder Einwurf für sie. Den Haar. Schön die Lücke gesehen. Links außen. Und er schießt. Das war die beste Option für den Torhüter. Eckball. Griechenland. Direkt vors Tor. Und wir beide wünschen Ihnen noch eine angenehme Nacht. Der Assistent hat die Fahne oben und da kann auch der Spieler schimpfen, wie er will. Das war abseits. Was für ein Ball. Er zieht von da ab. Es gibt Ecke, dank des Torwarts. Sampdoria. Der Ball fliegt direkt vors Tor. Jetzt kann er den Ball von rechts hereinschlagen. Der Ball kommt vors Tor. Eine gute Gelegenheit, aber sie haben nichts draus gemacht. Und Schuss. Da kommt der Schuss. Sie sollten die Trainer jetzt mal sehen. Er ist fix und fertig, aber ist ja nochmal gut gegangen. Das ist der Schuss aufs Tor. Er geht auf Nummer sicher und so gibt's Eckball. Groningen. Akkurat gezirkelter Schuss. Oben drüber.
zuzuspielen. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. 5 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Es gehört schon was dazu, sich diesen Ball zu holen. Oh, der probiert's. Und ab geht's zum Pausentee. Die Spieler verlassen das Feld und gehen in die Kabine. So, Hans, was hältst du von der ersten Hälfte? Die Pässe kommen noch zu selten an. Bälle werden leichtfertig verloren. Die sind mit dem Unentschieden bestens bedient. Wir beide erinnern... Rumänien? Ich bin gespannt, was die Teams jetzt in Durchgang 2 verändern werden. Die zweite Halbzeit beginnt. Bis jetzt keine Auswechslung. Jetzt muss eine gute Hereingabe kommen. Der Torwart hat heute alle Hände voll zu tun. Es hat ein paar brauchbare Vorstöße gegeben, aber der Torwart war heute einfach zu gut. Es gibt den Freistoß und das könnte jetzt eine große Möglichkeit sein. Die Mauer besteht aus 3 Spielern. Sowas kann sein Team in der jetzigen Phase des Spiels überhaupt nicht gebrauchen. Klasse Ball und jetzt geht's über rechts. An denen ist einfach nicht vorbeizukommen. Beeindruckend starke Abwehr. Er geht dem Ball hinterher und könnte flanken. Die Verteidigung ist stark, wirklich extrem stark. Hoch. Und wieder scheitert ein Schuss am gegnerischen Torhüter. Langsam fragen Sie sich bestimmt, ob an diesem Torwart heute überhaupt noch vorbeizukommen ist. Er zieht aufs Tor. Sampdoria. Sie machen weiter Druck und bekommen Eckball. Siena spielt die Ecke direkt vors Tor. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um den Ball aus dem Strafraum zu halten. AZ. Eine schöne Chance herausgespielt. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Der Zweikampf war nicht sauber, deshalb Freistoß. 5 Minuten verbleiben im ersten Durchgang und so groß sind die Unterschiede nicht.
So, und jetzt hat er Platz. Das gibt Freistoß aus gefährlicher Distanz. Flanke nach innen. Griechenland. Oh, der probiert's. Der Ball geht über die Torauslinie. Es gibt Abstoß. Der linke Flügel ist offen wie ein Scheunentor. Serbien-Montenegro. Riesenchance von links reinzuspielen. Kommt jetzt die Flanke. Und noch ein Versuch. Er ist drüber. Mann, war das eng. Es ist auch wichtig für einen Stürmer, dass er sich solche Chancen überhaupt erarbeitet. Das Halbfinale ist in greifbare Nähe gerückt. Da können sie sich befreien. Da hat er aber die guten Manieren alle über Bord geworfen. Freistoß. Dafür sieht er gelb. Ich meine, das war schon im Ansatz zu sehen, dass das Foul nicht ohne Auswirkungen bleiben würde. Das bedeutet allerdings für den weiteren Verlauf der Partie, dass er sich jetzt etwas zurückhalten muss. Groningen. Die Abwehr wackelt gewaltig nach diesem Zuspiel über links. Da steigt er hoch und köpft. Von da aus hätte er treffen müssen. Die Flanke kam von links, der Mitspieler war komplett frei, aber der Abschluss war nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier so in den Mann gehen muss. Vom Gefühl her hätte es den Freistoß aus dieser Position nicht gebraucht. Das gegnerische Eigentor war ein Riesenglücksfall für sie. Damit haben sie das Match gewonnen. Diese enttäuschende Partie endet leider torlos. Wie hast du die heutige Partie gesehen, Hansi? Also, es war herrlich, Wolf. Und das war es für heute. Es war mir mal wieder ein Fest. Danke, Hansi.